der Zauberknopf. Es war einmal ein junger Bauer, der wollte seine Liebste treffen. Er war so ein ungeduldiger Gesell und viel zu früh gekommen. Er konnte nicht gut warten und so hat er natürlich auch den Sonnenschein nicht gesehen, den Frühling und all die Pracht von diesen schönen Blumen. Ganz ungeduldig hat er sich unter einen Baum angesetzt und hat mit sich selber und der ganzen Welt geschumpfen. Da steht plötzlich ein graues Männchen vor ihm und sagt: Ich weiss, wo dich der Schuh drückt. Nimm den Knopf und näh ihn an deine Jacke. Und wenn du auf etwas wartest und dir die Zeit wieder zu langsam vergeht, dann musst du nur den Knopf nach rechts drehen und du springst über die ganze Zeit hinweg bis dort, wo du willst. Oh, da hat aber der junge Bauer richtig Freude gehabt. Das war genau nach seinem Geschmack, das Geschenk. Er hat den Zauberknopf angenommen und hat gerade seinen ersten Versuch gemacht und ihn nach rechts gedreht. Und schwupps, sofort ist seine Liebste auch schon vor ihm gestanden. Juhu! Sie hat ihn angelächelt und er hat nur gedacht, eigentlich so schön und gut, aber geil wär's, wenn eigentlich schon Hochzeit wäre. So hat er den Knopf gerade noch einmal nach rechts gedreht und schwupps ist er doch bei seinem Hochzeitsessen gehockt und hat Flöte und Geige gehört spielen. Er hat seiner jungen Frau in die Augen geschaut und geschmachtet und denkt, wenn wir doch nur schon allein wären. Und wieder hat er den Knopf nach rechts gedreht und es war tiefe Nacht und sein Wunsch war erfüllt. Und dann hat er über seine Pläne geredet. Wenn unser Haus erst fertig ist. Und dann hat er gerade wieder am Knopf nach rechts gedreht. Und dann war schwupps schon Sommer und dort steht das Haus leer und schön gerade parat für die zwei. Jetzt fehlen uns noch Kinder, hat er gesagt und hat es wieder nicht erwarten. Und schon wieder hat er den Knopf nach rechts gedreht. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen und er war älter und hat seinen ersten Bub auf den Schoß gehabt, hat sich über ihn gefreut und hat gedacht, wenn doch nur das Zweite auch schon da wäre. Und so hat er an dem Knopf gedreht und immer mehr nach rechts gedreht, bis komplett das ganze Leben an ihm vorbeigegangen ist. Plötzlich ist er verschrocken und hat in den Spiegel geschaut und gemerkt, dass er ein alter Mann ist und kurz vor dem Sterben steht. Jetzt hat er nichts mehr zu drehen gehabt. Er hat hinter sich geblickt und gemerkt, dass er sehr schlecht gewirtschaftet hat. Er hat sich das Warten ersparen und nur die Erfüllung geniessen. Also quasi das Weckli und den Batzen haben. Jetzt, wo aber sein Leben vorbei ist, hat er erkannt, dass auch das Warten seinen Sinn im Leben hat. Und durchs Warten, was dort ja alles passiert, am Schluss ja eigentlich die Erfüllung erst noch so viel besser macht. Der mittlerweile wirklich steinalte Bauer hat zu sich selber gesagt, «Oh, was gäbe ich jetzt drum, wenn ich wieder könnte zurück in der Zeit?» Mit zittrigen Händen hat er versucht, den Knopf nach links zu drehen. Dann hat es einen Ruck gegeben und als er die Augen aufgemacht hat, war er wieder unter dem Baum wie dort früher, wo er auf seine Liebste gewartet hat. Aber jetzt hat er das Warten gelernt. Er war nicht mehr ungeduldig. Nein, im Gegenteil, er hat den blauen Himmel angeschaut, hat den Vögeln zugelassen und hat geschaut, wie die Käferchen miteinander spielen. Jetzt hat er sich gefreut über das Warten.